Ich habe vorher einen wilden Ochs gejagt. Er liegt unten im Tal. Zartes, frisches Ochsenfleisch. Also, liebe Wölfe, was sagt ihr? Ich finde, der Mogli kann bleiben. Jawohl, nehmen den auf ins Rudel. Wo ist jetzt der Ochs? Kommt, ich zeige euch. Nein, haltet da, ihr Dummköpf. Aber die Wölfe haben den Schierkahn schon nicht mehr gehört, weil sie wie wild den Hügel runtergerannt sind. Zurückgeblieben sind nur noch Mogli seine Familie, der Bär Balu und der graue Akela. Also, nehmt den kleinen Mönch zu euch heim. Er gehört von heute an zum Rudel und ist einer von uns. Und erzieht ihn so, wie sich's gehört für einen jungen Wolf. Und wenn der Mogli einmal grösser ist, wird er mit seiner Gescheitheit unserem Rudel viel helfen. Die Zeit ist vergangen und der Mogli und seine Wolfsbrüder sind immer grösser geworden. Gemeinsam haben sie von ihren Eltern das Jagen gelernt. Ja, sie haben zusammen alles gelernt, was ein Wolf im Dschungel muss können. Geräusche und Gerüche vom Wald erkennen, die 4 Jahreszeiten und die Regeln fürs Zusammenleben in einem Rudel zu verstehen. Einmal im Monat, immer dann, wenn Vollmond war, hat er seinen Platz auf dem Wolfsfelsen eingenommen, zmitzt unter den anderen Wölfen. Der Mogli war stark, schnell und mutig. Er hat gelebt und gefühlt wie ein Wolf. Nur ganz selten hat er gemerkt, dass er ein bisschen anders war als die anderen. Er war zum Beispiel der Einzige, der mit seinen Fingern den anderen Dornen aus den Pfoten ziehen konnte. Und noch etwas hat er können. Den anderen in die Augen schauen. Kein einziges Tier hat dem Mogli seinen Menschenblick standhalten. Er hat das schaurig lustig gefunden und es auch immer wieder ausprobiert. Am liebsten hat er damit seinen Lehrer, den Bär Balu, geärgert. Wenn der Balu ihm etwas erklärt hat, ist es vorgekommen, dass ihm der Mogli mitten ins Gesicht gestarrt hat, bis der Balu so nervös geworden ist, dass er sich wegdrehen musste. Aber der Balu ist nie hässig geworden, weil der Mogli nämlich sein Lieblingsschüler war. Er hat eben von allen Kindern am meisten lernen. Die jungen Wölfe haben sich nur für die Jagdregeln der Wölfe interessiert und wollten nichts über die anderen Tiere erfahren. Der Mogli aber hat nicht nur gelernt, wie ein Wolf zu laufen und zu jagen. Nein, er hat auch klettern und schwimmen gelernt. Er hat auch schnell begriffen, dass man ausser das Fleisch der Böcke und Geissen auch die Früchte und Beeren, die überall im Dschungel gewachsen sind, hat essen können.